Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich mit meinem Statement zum Thema österreichisches Musikschaffen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk beginne, schlage ich vor, dass wir zur Einstimmung uns gemeinsam einen kurzen Film anschauen. Zukunftsmusik ist jetzt schon unsere Sache. Ein klingender Spruch, so sieht er in der Praxis aus. Ein Konzertsaal voll begeisterter Kinder. Mein Signal, dass es jetzt viele, dass immer mehr und mehr gute Bands auftauchen. Also die gibt es eh schon länger, aber dass man auf die aufmerksam wird und dass da immer mehr reinkommt. Das ist jetzt Mondschein, es gibt einfach deutschsprachige Musik aus Österreich, es gibt wirklich elendig viel. Der Anteil österreichischer Musik in den ORF-Radios liegt durchgerechnet bei 25%. Die AKM-Zahlen sind nicht die Währung, die den tatsächlichen Einsatz österreichischer Musik widerspiegelt. Die Differenz ist ganz einfach erklärbar. Wir vom ORF orientieren uns an den Interpreten, die AKM an den Urhebern. Die Zahlen, die Sie, Herr Dr. Mitsche, lieber nicht von der AKM, sondern von woanders nehmen, das verstehe ich aus Ihrer Sicht. Nur die AKM-Zahl ist die ökonomisch interessante, weil hier wird Geld ausgeschüttet und führt zu einer negativen Handelsbilanz, die in der Größenordnung von 70 Millionen Euro per anno. Und der ORF hat Sie richtig gesagt, um 80% davon trägt, also 80% von 70 Millionen AKM-Geld, die ins Ausland transferiert werden. Insofern ist für uns und die Musikwirtschaft das die interessante Zahl und keine andere. Der Anteil zeitgenössischer Musik beträgt hier 60%. Und zwar werden hier 60% österreichischer Autorinnen und Autoren gespielt. Jetzt ist noch interessant der Anteil der geschützten E-Musik am gesamten geschützten Musikprogramm des ORF. Sie können raten, es sind nicht 10%, es sind nicht 5%, es sind auch nicht 2%, die wir uns wünschen würden. Es sind 0,7%. 0,7% des gesamten ORF-Musikprogramms ist geschützte E-Musik. Und von dieser geschützten E-Musik, gesamten geschützten E-Musik, sind 0,2%, also insgesamt 0,2% österreichische geschützte ernste Musik. Das führt zur Situation der geschützten ernsten Musik im ORF-Radio. Das Radiosymphonieorchester gibt eine eigene CD-Reihe Neue Musik aus Österreich heraus. Im aktuellen Programm sind 7 Erstaufführungen österreichischer Komponisten zu hören, Ö1 und das RSO vergeben nicht zuletzt für das ORF-Festival Musikprotokoll im steirischen Herbst pro Jahr bis zu 12 Kompositionsaufträge an österreichische Komponisten. Das heißt also, uns geht es im Grunde genommen, und da sehen Sie, dass da eine Notwendigkeit besteht, nicht nur deshalb, weil eine 18-jährige Schülerin einmal zu mir gesagt hat, sie hat gar nicht gewusst, dass es noch lebende Komponisten gibt. Es geht also nicht nur deshalb darum, die Sichtbarkeit und die Anerkennung der Komponisten, die ja am Anfang der Wertschöpfungskette, am Anfang dessen, was wir heute hier sprechen, sitzen, arbeiten und eigentlich auch ein Recht hätten und haben, und Gott sei Dank, und damit danke ich auch, dass ich hier bin, dass wir gehört werden. Heimische Angebote genießen auf Ö3 einen sogenannten Heimvorteil. Im vergangenen Jahr wurden 85 österreichische Interpreten im Programm von Ö3 regelmäßig eingesetzt mit verschiedenen Titeln. Weit mehr als 3/4 des Musikprogramms, nämlich 86% aller ORF-Sender, sind aber vorwiegend angloamerikanischen Ursprungs. Für heimische Klänge, das sage ich jetzt egal ob Klassik, volkstümliche Musik, Schlager, aber auch Pop und Rock, Jazz etc. bleiben 14% über. Ö3 hat leider überhaupt nur so roundabout 5% österreichischer Anteil auf der Rotation, das heißt nicht einmal oder gerade jeder 20. Titel ist österreichischen Ursprungs. Genaue Zahlen liegen auf, aber das ist eh Mystik. Faktum ist, die Musiknation Österreich liegt damit am Schluss jeder europäischen Vergleichsstatistik. Dazu haben wir die Studie von DV April 2008 und der steht nicht im Verdacht, im Sold des ORF zu stehen und der attestiert uns eine Steigerung des Musikanteils von 14 auf 16%, ja, also im Jahr 2007.
gibt es dann gerne zum Nachlesen, wir können darüber diskutieren. Aber ich glaube, auf diese Zahlendiskussion möchte ich mich gar nicht einlassen. Aus diesem Grund habe ich ja den Vorschlag gemacht, dass wir in einer Arbeitsgruppe, ich sage nochmal, bestehend aus Vertretern der ORF-Radios, der Privatradios, der Musikschaffenden und auch der Musikwirtschaft, um diese Frage noch einmal in aller Ruhe zu erörtern und zu diskutieren. Und diese Partnerschaft, die versuchen wir seit 10 Jahren, kann ich selbst bezeugen, und andere können noch ein weiteres Jahrzehnt bezeugen, aber es hat nichts gefruchtet. Und deswegen, ehrlich gesagt, bin ich der Idee dieser Arbeitsgruppe stehe ich etwas skeptisch gegenüber, weil was wir brauchen ist Arbeit und nicht eine Arbeitsgruppe. Und es sind ja die Leute. Insofern denke ich, dass es auch notwendig ist, dass wir hier auch in dieser Frage eine Arbeitsgruppe einsetzen. Herr Medvedich hat gesagt, Arbeit ist notwendig und nicht die Gruppe. Ich denke, dieser Begriff ist auch der Terminus Arbeit enthalten. Also insofern könnten wir uns treffen. Wir können das auch anders bezeichnen. Wann starten wir die Arbeitsgruppe und wann setzt sich der ORF eine Deadline, bis die Charta vorliegt? Weil wir warten seit 20 Jahren darauf. Ich glaube, das alles spricht dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nichtsdestotrotz sage ich noch einmal, nicht weil wir ein schlechtes Gewissen haben, aber um diese Diskussion vielleicht zu beenden, um hier vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden, schlage ich eine solche Arbeitsgruppe vor, um dieses Thema weiter zu behandeln, um dieses Thema auch zu einer Lösung. Wir orientieren uns an Programmauftrag, das ist Qualität und die Akzeptanz bzw. die Relevanz beim Publikum. Stichwort Programmauftrag, auch von Ihnen zitiert. Ich kenne einen Satz, der lautet: Die angemessene Berücksichtigung und Förderung der österreichischen künstlerischen und kreativen Produktion. Kennen Sie den? Der ist aus dem ORF-Gesetz, der öffentlich-rechtliche Rundfunkauftrag. Also mit einer klar umrissenen Verantwortung einen Auftrag. Aber auch ausgerechnet der reichweitenstärkste Sender Ihrer Kette nimmt diesen Auftrag nur höchst oberflächlich wahr. Ich sage mal, pausenlos österreichische Interpreten spielen. Und zurechnen und ihr Auftrag nicht rausstoßen. Daher glaube ich, man muss diese Frage sehr sachlich angehen und ich bin frohen Mutes, dass wir hier einen gemeinsamen Nenner finden werden können. Warum so Unmutsäußerungen zu vernehmen waren, als Sie Ihr eigentlich sehr konstruktives Angebot in den Raum gestellt haben?